Jetzt sind wir beim letzten Predigtserie von unserer Predigt, also letzte Predigt von unserer Predigtserie Rettung. Wir werden dann wieder anfangen mit euren Fragen. Ab 2 Wochen, ihr habt mega geniale Fragen geschickt zum Thema Evangelisation und fangen wir mit euren Fragen an. Es ist das letzte Thema und Thema heute ist unsere neue Identität, neue Wesen in Jesus. Ich mag mich erinnern, bin ich 11 oder 12 gewesen, und unsere Schule hat einen Wettbewerb organisiert. Und zwar jede Klasse hat 2 Lieder bekommen, 2 Nationallieder, muslimische Lieder. Und wir mussten sie singen als Klasse im riesen Saal, und es sind auch Leute von verschiedenen Schulen und die haben alle, wenn ich mich erinnere, sind sogar gleiche Lieder gehabt, so wie ich weiß. Und wir haben 3 Monate oder so uns vorbereitet. Wir sind 11 gewesen. Und ich meine, was für ein 11-jähriges Kind kann ein Chor, ein Choir zusammenbilden, üben, leiten, und wir hatten keine Leiter, wir hatten niemanden, wir mussten alles selber machen. Und dann 2 Lieder für 300-400 Leute singen. Ich weiss, meine Mami hat uns geholfen, wir konnten uns sogar in der Kirche treffen und ein paar Mal üben. Und dann hat sie dann aufgegeben und gesagt, es bringt wirklich nichts. Sehr wahrscheinlich, weil wir haben keine Koordination gehabt. Es hat so viel Arbeit gegeben. Und klar, sie hat keine Zeit, niemand Zeit kann uns helfen. Anyway, sind wir an dem Tag in den Wettbewerb gegangen, in der Schule. Wir haben den ersten Song gesungen und es war so schlecht gewesen. Es ist so etwas von mühsam. Es ist so schlimm tönt. Und ich weiss, jeder von uns, der da vorne gestanden sind und gesungen haben, hat gedacht, ich will nicht da sein. Ich will jetzt weg von dieser Bühne. Wir sind weg. Und dann haben wir mal das zweite Lied singen, ein paar Stunden später, und wir haben gar keine Motivation gehabt, weil wir sind so schlecht gewesen. Und wir haben sehr gut gewusst, wir werden alle verlieren. Wir haben keine Chance, um den Wettbewerb zu gewinnen. Wir haben auch gehört, wie die anderen Gruppen singen, und sie sind besser als uns gewesen. Und so mit Kopf aber, ohne Motivation, mit Angst. Und ich mag mich erinnern, wie fest ein paar brüllt und gesagt, wir gehen nicht, wir wollen nicht mehr singen. Und ein paar von uns haben versucht, ihre motivieren, komm, machen wir doch, es ist egal, es macht Spass. Aber niemand hat geglaubt. Und wir sind, und ich bin der Einzige, ich habe gedacht, ich will wirklich nicht auf die Bühne gehen. Ich habe mich so geschämt. Und mit Kopf eben sind wir vor dem Bühne gestanden, hinter den Vorhängen, haben gewartet, bis wir dann dran sind. Und plötzlich haben wir gehört, wie ein anderes Team über uns spricht. Und das andere Team sagt, sind Sie die von der Maria-Schule? By the way, unsere muslimische Schule hat Maria geheißen. Sind die da von der Maria-Schule? Die sind aber gut. Hey, die haben mega gut gemacht. Die gewinnen ganz sicher. Scheibe, ich bin mir sicher, sie haben so viel geübt. Und wir haben 3 Mal geübt. Sie sind so besser koordiniert gewesen. Sie gewinnen. Und wir stehen da und wir lösen zu. Wir haben sie angeschaut und wir haben uns selber angeschaut, gegenseitig, und sie angeschaut. Und wir haben gedacht, Losers. Was denkt sie von uns? Sie denkt wirklich, dass wir gewinnen können. Ich weiss, ich bin so gestanden mit Schulter runter. Die ganze Körpergestaltung war so verklumpert und Kopf runter. Und wir haben uns geschämt, andere Leute anschauen und unsere Lehrerin anschauen. Und plötzlich, nach dem, was wir gehört haben, was sie über uns sagen, wir sind recht gestanden, Schulter hinten, Kopf oben, voll Motivation, voll Überzeugung, voll Selbstbewusstsein. Sind wir da vorne gegangen, haben ein zweites Lied performt und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich bin heimgekommen, habe ich meiner Mami gesagt, sie hat nicht glauben, unsere Lehrerin hat nicht glauben, unsere Schule hat nicht glauben. Ich weiss nicht, dass ein Announcement in der Schule. Sie haben gesagt, die Klasse hat gewonnen. Niemand hat geglaubt. Aber wir haben gewonnen. Ist es nicht lustig, dass am meisten bei uns, wir glauben,
das, was unser Feind sagt. Wir glauben das, was eine andere Person über uns sagt, aber wir haben zu wenig Glauben an dem, wer wir sind. Ist es nicht lustig, dass oft wir glauben an das, was Satan über uns, nicht Satan, Entschuldigung, der Satan glaubt mehr an was Gott über mich sagt, als was ich glaube, an was Gott über mich sagt. Kommt ihr draus? Gott sagt über mich, über dich, du bist geliebt, du bist vergeben, du bist wertvoll, du bist akzeptiert, du bist mein Kind, du bist ein Priester, du bist ein Königreich, du bist wunderbar, wunderschön gemacht, du gehörst zu meiner Familie, du bist genial, du bist fähig, du kannst alles machen durch die Kraft, die ich dir gebe. Dir ist keine Verurteilung. Gott sagt so viel über mich in meinem Leben, die ich nicht glaube. Ist das nicht lustig? Wie oft glaube ich an das, was Gott über mich sagt? Und interessant ist, Satan glaubt viel mehr. Satan weiß Bescheid, wer ich bin in Gottes Augen. Satan weiß Bescheid, wo mein Platz ist in seiner Herrlichkeit. Satan weiß Bescheid, was für eine Kraft, was für Macht, was für Autorität, was für eine Prag habe ich von Gott. Er weiß es. Aber ich weiß selber nicht. Ich glaube selber nicht an dem. Aber er weiß. Sobald ich zum Glauben komme, als ich werde Christ, ich gehöre nicht mehr an die Welt. Ich bin dann nicht mehr der alte Mensch, ich bin der neue Mensch. Wir kennen alle die Bibelstelle. Ich bin dann nicht mehr unter Sinnreich, ich bin unter Gottesreich. Ich gehöre zu Gott. Satan hat verloren. Ich habe den Sieg. Jesus hat den Sieg. Alright. Satan weiß sehr gut, sobald ich zum Christentum komme, er hat keine Macht mehr über mich. Er ist verloren. Es ist Game Over. Aber er kann noch etwas mit mir machen. Er kann meine Rettung von mir nicht wegnehmen. Er kann meine Vergebung von mir nicht wegnehmen. Er kann meinen Glauben nicht wegnehmen. Aber eins kann er von mir wegnehmen. Eins kann er rauben. Eins kann er stellen. Weißt du, was das ist? Meine Identität. Meine Konfidenz. Meine Überzeugung, wer ich bin in Gottes Augen. Das kann er sehr gut klauen. Er ist schlau in dem. Er ist schlau in dem, dass er kommt und sagt, hey, du bist ein Sünder. Du bist ein Heuchler. Du bist nicht gut genug. Du musst die Leistung bringen, damit du die Vergebung verdienen kannst. Du musst dich leisten, damit du besser Christ bist. Du musst besser in die Kirche kommen und singen und Bibel lesen und beten. Und wenn du alles nicht machst, bist du nicht ein guter Christ. Du musst anfangen, fasten und die ganze Bibel in ein Jahr lesen und hast das nicht gemacht. Puh. Schau, wie der Sammy das alles gut gemacht hat. Puh, du bist nicht besser als er ist so viel besser als dich. Schau an der Worship-Team, wie sie Gott arbeitet, an der Dobrina, die vorne steht und sie tut Gott voll arbeiten. Und du stehst einfach so da und du betest Gott nicht. Du bist nicht gut genug, du bist nicht heilig. Die sind Worte, wo Satan in deinem Leben ausspricht, die sind nicht nur Worte von Gott. Und wenn wir Worte vom Satan glauben und hören, hat er gewonnen. Er hat Gott verletzt. Er hat meine Identität geraubt. Von das, was Gott sagt, wer ich bin, ist fertig. Ich liebe den Epheserbrief und ich würde euch alle in dieser Woche ermutigen, Epheserbrief in dieser Woche einmal durchlesen. In dieser Woche sind 6 Kapitel, Guys, ist nicht so schlimm. 6 Kapitel, eine Woche, ihr könnt in 2 Minuten, 2 Stunden das durchlesen. Leset ganze Epheserbrief in dieser Woche durch. Die ersten 3 Kapitel vom Epheserbrief, Paul versucht zu erklären, wer du bist in Gottes Augen. Was ist deine Identität? Was sagt Gott über dich? Die ersten 3 Kapitel. Du bist Gottes Kind.
seine Kraft, seine Macht, seine Liebe, seine Barmherzigkeit lebt in dir. Gott hat dir keinen Geist von Furcht, von Angst gegeben, sondern er hat dir Geist der Kraft, der Liebe und der Barmherzigkeit gegeben. Wow! Du bist Kind Gottes und schon in dem ersten Buch, er versucht mal zu schreiben und mal ihr erklären, wer sie sind in Gott. Und er kann nicht anders machen, außer schreien im Gebet und sagen, Vater, im Epheser 1, 18 bis 19, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbare reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören und den Gott weiter. Was für eine Kraft hat der Gott euch gegeben? Die Interessante ist, ich bete, dass die Augen eurer Herzen werden offen. Dass nicht eure menschlich, sondern eure Herzen öffnen, damit ihr seht, wer ihr seid. Weil, wenn und solange wir nicht glauben und nicht laufen in der Identität, was Gott uns gegeben hat, was Gott uns bestimmt hat, sind wir geraubt, sind wir gestohlen. Unsere Hände sind verbunden hinter unserer Rücken. Wir können nicht viel machen. Und sobald dass die Fesseln zerbrochen sind, sobald dass sie los sind, sobald dass ich glaube, wer ich tatsächlich bin, und Gott sagt, was er sagt über mich, und nicht meine Eltern, nicht meine Gesellschaft, nicht Kirche, nicht meine Mitarbeiter, nicht mein Partner, nicht meine Schule, nicht mein Lehrer, nicht mein Professor, nicht mein Arbeitgeber, sondern was Gott sagt über mich, wenn ich das tatsächlich glaube, dann passiert Wahnsinnssachen in meinem Leben. Laufe ich anders. Ich laufe anders um. Wieso glaube ich nicht an das, was Gott sagt? Wieso? Ehrlich gesagt bin ich der Einzige, der nicht voll glaubt, ob wer Gott sagt, wer ich bin. Weil in meinem Gehirn sind Gedanken, sind Worte, sind Sätze, die ich als Kind, als Erwachsene, als Student, beim Arbeit ständig gehört habe. Entweder von anderen Leuten, die gesagt haben, du bist nicht gut genug, das kannst du nicht machen, das schaffst du nicht, hey, lass es jemand anders, oder Worte, hey, der ist besser als dich. Der hat die Schule besser gemacht, das schafft er besser, und er tut besser Konflikt los, und er tut besser leiten, und sie tut besser davon reden, und sie macht besser Worship, und sie macht... Und wir tun ständig uns vergleichen mit anderen Menschen, die Gedanken, die von außerhalb. Und schade ist, die Gedanken sind von außerhalb vielleicht ein, zweimal gekommen, aber von innen kommen ständig. So oft, dass wir selber glauben. Ich sage es so oft an mich, ich bin nicht gut genug. Ich bin dumm. Ich bin nicht schlau. Ich bin nicht fähig. Ich bin zu faul. Und dann diese Gedanken werden Muster in meinem Leben. Wir nennen Gottes Wort, Gottes Gedanken in uns eine Inspiration. Wenn Gott spricht, wir sagen, er tut uns inspirieren. Wenn Satan spricht, wir nennen das Verführung. Wir nennen das Versuchung. Satan, seine Gedanken in uns sind Versuchung. Meine Mami hat gesagt, meine eigenen Gedanken, wenn ich meine eigenen Gedanken in meinem Kopf habe, wir nennen das Dummheit. Kann gut sein. Der Satan versucht, eure Identität zu rauben. Versucht, eure Sünde so groß zu machen, dass der Sünde wird nie vergeben. Wie kann ich von dem gelöst werden? Schaut in Epheser 1, 16. Epheser 1, 16 sagt der Paulus, den Gott, unser Herrn Jesus Christus, dem Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Auf Englisch
oder eine andere Übersetzung heißt es Spirit of Revelation, dass er euch eine Offenbarung gibt, dass ihr könnt erkennen, wer ist der in euch lebt. Und meine Liebe, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir in Jesus sind, unsere Identität ist verbunden mit dem, was in uns ist. Wenn ich wissen, wer ich bin, ich muss erst erkennen, wer er ist. Weil er lebt in mir. Seine Identität ist mir. Es ist nicht mehr die alte, sondern die neue. Habt ihr gewusst, dass in der Bibel wir haben die Wort Christen nur zweimal. Das Wort Christen kommt nur zweimal in der Bibel vor. Christen sind in der Bibel als in Christus erwähnt. Menschen, die in Christus sind, 140 Mal. Menschen, die in Christus sind. Wir sind in Christus. Und über 30 Mal von dieser in Christus, ich habe versucht, alles mal herauszufinden, das war zu viel Arbeit. Die in Christus, etwa 35 Mal, die ich gefunden habe, vielleicht findet ihr noch mehr, könnt ihr gerne mal suchen und mir schicken. 35 Mal von denen, die ich gefunden habe, steht eure Identität. In Christus sind ihr aber. In Christus habt ihr aber. Jedes Mal, wenn wir im Wort Gottes in Christus hören, kommt mit wer du bist und was du hast in Jesus. Wenn ich das nicht kenne, dann habe ich das Problem. Für die nächsten 15 Minuten, 20 Minuten. Ich will 3 Sachen euch über eure Identität heute sagen. Und ich finde es mega schade. Und ich werde das persönlich nehmen. Und ihr werdet mich persönlich verletzen. Wenn ihr von der Gottesdienst weggeht und ihr 3 Sachen nicht mitnehmt. Wenn ihr von der Gottesdienst weggeht mit der alten Vorstellung, ich bin so. Das war nicht für mich. Das nehme ich dann persönlich. Ich werde da vorne stehen und jeden fragen. 3 Sachen, die Gott über dich sagt. Es gibt vieles. Aber die 3 Hauptsachen, die jetzt gerade auf mein Herz sind. Ich habe mir 1. Petrus 2, 9 bis 10 lesen zusammen. Das sind sehr bekannte, sehr geliebte Bibelvers, wo Gott sagt, Petrus schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kenntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Halleluja. Kann man nächsten Screen haben. Ich werde über die 3 reden. Könnt ihr euch merken? Die erste. Gott sagt, du bist auserwählt. Chosen. Du bist auserwählt. Ich habe dich auserwählt. Ich habe dich akzeptiert. Ich habe dich angenommen. Kann man nächste haben? Auserwählt, angenommen in Gott. Ich suche ein Wort, aber wenn ich frage, ich glaube, ich finde es besser. Rejected. Abgelehnt. Wer von uns ist mal in seinem Leben abgelehnt geworden? Okay, 3, 4, 5. Gut, nicht so viel. Easy bei euch. Jeder von uns hat Ablehnung erlebt. Jeder von uns war im Ort, sei als Kind, sei als Erwachsene, wo Leute haben uns nicht angenommen, wie wir sind. Wir haben keine Akzeptanz gespürt. Ich habe das schon oft gesagt und ich sage es nochmal, obwohl keine anderen Pastoren da sitzen.
Aber ich sage es trotzdem, das ist meine grösste Versuchung, Ablehnung. Nicht akzeptiert werden. Jeder von uns vielleicht hat mal das erlebt, weil wir möchten so gerne, dass Menschen uns annehmen. Deswegen manchmal tun wir uns so bekleiden, dass Menschen gefällt. Oder so bekleiden, dass niemand gefällt, dann bin ich auch speziell. Ist egal. Aber ich würde in einer Gruppe sein. Ich würde, dass wenn ich spiele, jemand würde mich auswählen. Und wir haben alle erlebt, wie man auf der Seite steht und schaut, ja, wer nimmt mich? Und manchmal kommt auch die Akzeptanz und die Annahmung, die wir ab und zu haben. Und wir können wochenlang, monatelang mit dem Gefühl gehen, mit der Freude, hey, die haben mich angenommen. Kennt ihr die Freude? Kennt ihr das Gefühl, wenn ich mich angenommen, akzeptiert, respektiert, ausgewählt fühle, gewünscht? Ich bin gewünscht. Nach diesem Gefühl kann ich einen Monat lang leben. Und nach einem Monat geht wieder runter. Das brauche ich nochmal. Und es geht auf und ab und auf und ab. Jesus sagt, ich habe dich akzeptiert. Ich habe dich auserwählt. Und zwar schon vom Anfang an, Epheser 1, 4-5 sagt, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Damit du nicht vergisst, sag mit mir, ich bin auserwählt. Ich liebe es hier, predigen. Ich mache es so gut mit. Merci. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Das war sein Plan. Von Anfang an. Kannst du es glauben? Von Anfang an, er hat dich gesehen. Von Anfang an hat er gesagt, das will ich. Den will ich haben. Die nehme ich. Die nehme ich für mich. Das ist akzeptiert. Hey, du bist akzeptiert. Du musst nur mehr kämpfen, dass jemand dich akzeptiert. Jesus, Gott, hat dich von Anfang an angenommen. Es gibt keine Ablehnungen. Und zwar, er liebt dich. Er akzeptiert dich, so wie du bist. Autsch! Stimmt das wirklich? So wie ich bin. Aber der Brian hat mal mich gesehen. Wirklich, wie ich bin. Gott weiß alles über dich. Und er akzeptiert dich. Das heisst nicht, dass er akzeptiert alles, was du machst. Das ist ein anderes Thema. Nein. Er akzeptiert nicht alles, was du machst. Er tut dich auch lehren und korrekten. Und er kommt auch mit seiner Kraft. Und er tut auch dich führen in den richtigen Weg. Aber er akzeptiert, was du bist, wer du bist, wie du bist. Wieso? Weil er hat dich so geschaffen. Mit deiner Stärke, mit deiner Schwäche. Mit beides. Weil deine Schwäche sind Plattformen, auf dem Gott kann wirken. Das ist deine Stärke. Okay. Titus 3,7 sagt, so sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Er hat dich befreit von aller Schuld. Aber er kann mich nicht akzeptieren, weil ich sündige. Er weiß es. Er kann mich nicht akzeptieren, wenn er weiß alles, was ich mache. Er weiß es. Weißt du was? Wenn Gott einen Twitter-Account haben und du hast etwas falsch gemacht und das kommt auf Twitter. Ich glaube nicht, dass er mal schreiben, oh mein Gott, das hat mich schockiert. Wow! Nein, das würde er nie machen. Weißt du, was Gott schreiben? Ich bin Gott. Ich weiß alles. Ich liebe dich. Zweite. Ihr sind, was war die erste? Ihr hört zu, danke Monique. Ein zweite ist, ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid seine heilige Nation, seine heilige Familie. Heilig kommt erst dann in der Bibel vor,
Allerheiligste, heilig von der Heiligen, heilige Bibel, heilige Ort, heilige Menschen. Heilig, du musst erst dann brauchen, wenn etwas extrem wertvoll ist. Wenn etwas extrem speziell ist. Ist heilig. Hat einen grossen Wert. Hat einen grossen Acht. Hat etwas speziell da. Es ist nicht normal. Du bist nicht normal. Das ist schon gewusst. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Fünfter Mose 7,6 sagt dir, denn ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, euren Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das ist sein Eigentum. Stell dir vor, du gehst in einen Laden, du gibst Geld für ein Tennisracket, du kaufst einen mega guten Tennisracket. Die beste Woche gegeben. Ich habe keine Ahnung vom Tennis. Der Marco ist da. Ich weiss, er spielt Tennis. Nein, er spielt wirklich gut Tennis. Ich habe keine Ahnung, wie viel kostet, aber ich rate mal, ich sage es mal, etwa 200 Franken kostet ein Tennisracket sehr wahrscheinlich. Oh, ja, wow. Er hat gesagt, ja, kann sein. Du gibst 200 Franken für ein Tennisracket. Und irgendwann willst du mit dem nicht mehr spielen. Und du willst dir ein Tennisracket verkaufen. Und da tust du 180, willst du dein Tennisracket verkaufen. Und neben deinem steht ein anderer. Und der ist genau gleich wie deine Tennisracket. Genau gleich. Gleicher Markt, gleicher Jahrgang, gleich gespielt. Alles ist genau gleich. Aber der zweite kostet über 2.000, 3.000 Franken. Weißt du wieso? Weil der gehört Roger Federer. Und der Roger Federer hat sogar drauf geschrieben. Obwohl es genau gleiche, aber hat mehr Wert. Wieso? Weil es gehört zu Roger Federer. Du hast ein Physikbuch gekauft. Du darfst ein Physikbuch verkaufen, ist etwa 80 Franken wert. Und nebendran ist ein anderes Physikbuch. Der kostet aber fast 1 Million Schweizer Franken. Weißt du wieso? Weil der gehört zum Einstein. Und zwar, Einstein hat seine eigenen Notizen drin geschrieben. Denn klar kostet der 1 Million. Obwohl es gleich. Weißt du, wie viel du kostest? Weißt du, was ist dein Wert und wieso? Du gehörst zum Gott. Und wie sein Name ist auf dich. Weil er hat dir untergeschrieben. Weil er sagt, das ist meine Kind. Und ich bin stolz auf sie. Weil er sagt, das gehört mir und mir gehört Gott. Du bist wertvoll. Ich kann den nächsten Bibelvers lesen. So viel bist du mir wert, sagt Gott, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Du bist wertvoll. Weißt du, willst du wissen, wie viel? Es ist auch noch etwas, wenn etwas ist so viel wert, so viel, dass Menschen sind bereit dafür zu zahlen. Wenn ich heute mein Buch verkaufe, die da, ich sage, er ist wert etwa 110 Franken. Aber jemand ist da und sagt, ich zahle 300 Franken. Und eine andere Person kommt und sagt, nein, ich zahle für das 400 Franken. Und der nächste kommt und sagt, ich zahle 500 Franken. Er hat so viel Wert, so wie jemand ist bereit, dafür zu zahlen. Wenn niemand will zahlen, er ist nicht 103 Franken wert. Er ist kein 303 Franken wert. Wenn niemand bereit ist, für das zu zahlen. Willst du wissen, wie viel du wert bist? Nächste Bibel steht, Christus hat euch freigekauft. Ihr gehört jetzt allein ihm. Du bist, wenn du willst, deine Wert, deine Preis kennen, schau an das Kreuz an. So viel. So viel. Wenn er auf dem Kreuz gestanden ist und gesagt, ich habe dich lieb, so viel. Du bist mir so viel wert, dass ich bin bereit, für dich sterben, anstatt ohne dich leben. Ich bin bereit, für dich sterben, weil Jesus auf Erden kam. Und Gott hat den Preis gezahlt für dich
und für mich. Viele Leute, und das höre ich, und das sage ich selber, muss ich auch ehrlich sein, ich denke mindestens daran, ich bin dumm. Ich bin nicht wert. Auf Englisch, I'm rubbish. Sagen wir es sehr, I'm rubbish. Ich bin Abfall. Okay, auf Deutsch kann man es nicht sagen, aber auf Englisch kann man sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Hört auf, Brina, hör auf. Liebe Gemeinde, hör auf. Über dich sagen, ich bin dumm. Ich bin nicht wert. Weil Jesus ist für dich gestorben. Er ist nicht für dumme Menschen gestorben. Er ist nicht von Rubbish, von Abfall gestorben. Er ist für dich gestorben. Und du bist ihn wert. Und jeder, der neben dir sitzt, ist ihn wert. Und jeder Mensch für deine Familie ist ihn wert. Weil er ist für jeden von uns gestorben. Und du bist wertvoll und geliebt und auserwählt. Das ist mein nächster Punkt. Weil er dich liebt. Er sagt, dass du gehörst zu seinem Volk. Ihr seid nicht mehr ein von den anderen Völkern, ihr seid Volk Gottes. Ihr gehört zu meinem Volk. Ihr gehört zu meinen Leuten. Nämlich, du bist geliebt. Du gehörst zu meiner Familie. Ich weiss, in unserer Familie, jeder von uns hat jemand in unserer Familie einen seltsamen Onkel oder Tante oder einfach eine weirdo Geschwisterte, wo wir uns ein bisschen schämen über diese Person. Wir vielleicht manchmal denken, oh, diese Person. Also muss sie jetzt nicht anschauen. Schau mich an. Nein, ich weiß, es gibt immer Leute in der Familie, die einfach ein bisschen seltsam sind. Und wir schämen uns, wenn wir mit ihnen unterwegs sind. Aber Gott schämt sich von niemand. Es ist niemals passiert, dass der Gabriel Gott zu Gott und sagt, hast du die gesehen? Hast du das geschafft? Hast du das gemacht? Ich meine, und Gott schaut und sagt, wo bin ich denn gewesen? Dann mag ich mich nicht erinnern an dem. Dann weiss ich, nein, upsi. Halt, kann Fehler passieren. Das macht er nie. Er schämt sich nicht. Vielleicht du schämst dich von dem, wer du bist. Vielleicht gibt es Situationen, dass du fühlst dich ungut. Und du hast Scham. Und schlechte Gefühle über dich selber. Aber das geht nicht. Er schämt sich nicht. Nie. Nie. Weil er ist Liebe. Und seine Liebe ist begrenzlos. Begrenzlos heisst, ohne wenn, falls, weil. Wenn du das machst, wenn du in der Kirche kommst, wenn du bettest, falls du das könntest machen, dann habe ich lieb. Oder ich liebe dich, weil du schön bist, weil du gut bist, weil du dich sorgst, weil du so dienstbereit bist, weil du Gastfreundschaft bist, weil du guter Mensch bist, weil du so viel Leistung bringst, weil du... Das sind wir Menschen. Das sind wir Menschen. Ich würde so gerne noch mehr erzählen. Wir haben abgemacht, dass sie Licht abschalten. Ich habe auch 5 Minuten Sport gestartet. Gut. Alright, ich sage nur das. Ich bin im Tun in der Worship-Team, ich kann schon auf der Bühne kommen. Und irgendwann beim gewissen Gespräch, wir haben gebetet und ich habe Jesus vor meinen Augen gesehen, während dem Gebet. Und ich habe gesagt, Jesus verstehe. Und dann die Seelsorger haben mich gefragt, frag Jesus, was er sagt über dich. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Würde ich nicht fragen. Und ich weiß, es ist schockiert gewesen. Wieso willst du das nicht Jesus fragen? Und ich habe gesagt, weil ich weiß alles, was er sagt, da. Ich bin müde im Fragen, was du sagst. Weil ich weiß, ich bin wertvoll. Ich weiß, er hat mich akzeptiert. Ich weiß, er liebt mich. Über alles, über allem. Das weiß ich da. Und ich bin einfach müde, das immer wieder hören. Ich würde ihm nicht fragen. Und dann haben sie gesagt, okay, dann mach, was du willst. Also, was willst du denn? Und ich habe ihm angeschaut und ich habe gesagt, das, was mir jetzt gerade hilft, ist gesehen. Ich würde ihm einfach sehen. Und ich habe dann Jesus gesehen, sein Gesicht. Das war eine spezielle Situation. Jesus hat meine Ohren geschlossen, er hat mein Gesicht auf sich
gedreht. Hinter mir sind Sachen passiert. Und ich wollte nicht wissen, aber er hat dann angefangen zu lachen. Und er hat etwas seltsam gesagt. Und er hat gesagt, Sabrina, auf Englisch, wir reden auf Englisch, in unserer Sprache. Und wenn es wirklich mega intim wird, dann ist es Aramäisch. Aber in dem Moment ist er gesagt, Sabrina, auf Englisch gesagt, you know, all that is bullshit. Ich gesagt, Jesus, das kannst du nicht sagen. Er hat gesagt, das ist nicht von mir gekommen. Und lustigerweise, die andere Frau, mir Seelsorgerin, sagt, Sabrina, Gott sagt, es ist Bullshit. Und ich kann so lachen. Ich gesagt, hey, er hat das gesagt. Alles, was da ist, ist einfach Bullshit. Das, was vor meinem Auge ist, er ist Wahrheit. Er sagt die Wahrheit, nicht der Satan. Und der Satan versucht so viel, wenn ich darf das nochmal erwähnen, das sage ich schon nicht, weil Jesus hat gesagt, ich sage es. Er bringt so viel Bullshit, so viel Lüge, so viel Unwahrheit in unser Leben hinein, in unsere Gedanken hinein. Das ist nicht, das stimmt nicht. Und ich glaube, was Satan sagt, und ich glaube, das, was Gott sagt. Wie lustig, wie komisch ist das? Dass ich glaube, dass Satan sagt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht akzeptiert. Dass er versucht, meine Identität klauen, haben, nicht wegnehmen, zerstören, wie das kann er. Und ich glaube dem. Wenn du da bist und du hast diese Worte 1000-mal gehört. Du bist wertvoll, du bist precious, du bist geliebt, du bist akzeptiert, er nimmt dich an, so wie du bist, bla bla bla. Und du sagst, das habe ich 1000-mal gehört. Und weißt du, was du brauchst? Du brauchst eine persönliche Begegnung. Eine Offenbarung vom Himmel mit Jesus. Wenn du ihn erlebst, wenn du ihn siehst, wenn er in deinem Herz wirkt, er widerstellt die Identität, was der Satan geklaut hat. Was der Satan für... Ich habe etwas über meine Identitätskarte, die ich verloren habe, erzählen, aber es ist zu spät. Es sind 3 Sachen, die du machen musst, wenn deine ID-Karte verlieren geht oder deine Bankkonto oder etwas. Erstens, du sollst merken, dass er verloren gegangen ist. Ja. Aber das ist die Erstens. Frag Gott, wo in meinem Leben habe ich erlaubt, dass Menschen um mich herum, dass meine eigenen Gedanken meine Identität klauen. Dass eine Erfahrung, vielleicht Worte, die Leute in meinem Leben gesprochen haben, als Kind oder als Erwachsene. Vielleicht weil mein Chef hat mich entlassen von Arbeit und das hat einfach meine Identität geklaut. Vielleicht wie ich bist du durch Scheidung gegangen und dadurch deine Identität wurde zerbrochen. Vielleicht hat deine Freundin, dein Partner, dein Mann, deine Frau, deine Eltern oder jemand Sachen gesagt in deinem Leben, die nicht gestimmt haben. Gemeine Worte. Und vielleicht hast du den Satan erlaubt, durch verschiedene Situationen in deinem Leben etwas zu sprechen, das nicht gestimmt hat. Das nicht wahr ist. Und du hast mit dieser Identität gelebt. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich habe keine Identität, ich weiß es nicht. Welcome to the party. Was mache ich? Bring die alle vor Gott. Sprich sie aus. Du musst die Bank kontaktieren, wenn du etwas verlierst. Du musst die Kreditkarte kontaktieren, wenn du etwas verlierst. Du musst die Gemeinde kontaktieren, wenn du eine ID-Karte nicht mehr hast. Kontaktiere Gott. Lüt ihn an. Lüt ihn an und sag, ich habe meine Idee verloren. Gott, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, wie ich stehe in dir. Und dann hast du die Identität. Wie hast du das? Wort Gottes. Begegnung mit Gott im Gebet und durch Wort Gottes. Schreib dir 3 Sachen auf eine Karte oder andere Sachen, die für dich jetzt relevant sind. Ich bin vergeben. Ich bin gerettet. Ich gehöre zu Gottes Familie. Schreib Sachen auf eine Karte und in dieser Woche sprich sie aus. So oft, bis du sie glaubst. Bis im Herz geht. Bete drauf und bete auf Begegnung mit Gott. Schau, wir werden jetzt gerade im Zeit vom
Gebet hineinsteigen. Ich bin da vorne, unser Gebetsteam sind auf meine rechte Seite, auf eurer linken Seite. Geh nicht heim, ohne mal darüber beten. Könnt ihr auch zusammen, während dem Lobpreis, könnt ihr auf die Bühne kommen. Während dem Lobpreis könnt ihr zusammen beten oder könnt ihr gehen zum Gebetsteam. Sie sind speziell heute Morgen ausgerüstet, um Gottes Wahrheit, Gottes Wort, Ja und Amen ist, über dein Leben zu sprechen. Geh mit deinen Verzweiflungen, geh mit deinen Sachen, wo du nicht überzeugt bist, zum Gebet. Bring sie vor Gott und geh raus mit neuer Identität, die Jesus gestorben ist, damit du in ihm haben. Gut, ich predige das nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Bei mir sind geliebt. Lass mich für euch beten. Jesus, danke, dass du auf der Erde gekommen bist. Vater, danke, dass die Gott allmächtig sagt, ich liebe dich. Und du kannst nicht lügen. Und du liebst uns begrenzlos, weil du bist Liebe. Du liebst uns ohne Wenn, weil, Falls und Leistungen und du bist nie überrascht mit unseren Fehlern, mit unserer Sünde, aber wir bringen das trotzdem vor dir. Wir bitten um Vergebung. In den Orten, wo wir sündigt haben, in den Orten, wo wir geglaubt haben, an das, was Satan gesagt hat, an das, was Menschen über uns gesagt haben, und wir haben wenig geglaubt auf das, was du in unserem Leben sagst, Jesus. Wir bitten um Vergebung. Wir nehmen da in Jesus Namen, dass ich bin akzeptiert, angenommen, dass ich bin wertvoll, dass ich geliebt bin. Amen.